schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich habe ein mega herziges Tutorial gesehen, und zwar bei Seven Plaza. Und das muss ich unbedingt nachbasteln. Das ist so herzig. Und zwar brauchen wir für das einfach zwei 15×15 quadratische Papierchen. Oder wie groß sie dann auch immer schlussendlich sind. Und ich klebe da zuerst einmal ein bisschen Washi-Tape drauf. Also das heisst, das ist nicht ein Washi-Tape, das ist da mein Fabric-Tape aus dem bastuecke.ch habe ich das bestellt. So ein stoffiges, mega schön. Und jetzt muss ich doch das unbedingt mal ein bisschen brauchen. Also ich klebe mir von da ein bisschen drauf. Und zwar da schön oben. So. Und dann abschneiden. Und wenn wir noch ein bisschen mehr brauchen, ein bisschen breiter sollte das noch sein, kleben wir doch gerade nochmal einen Streifen drauf. Man kann auch so ein ganzes breites Washi-Tape nehmen. Das hätte ich auch am Start, aber mir haben jetzt gerade die Farben hier so wahnsinnig gut gefallen. Und ich habe gefunden, das passt so gut gerade zu diesen zwei Blättchen. Und dann nehmen wir doch einfach das. So, jetzt hoffe ich, das lenkt von der Breite her. Ja, ich glaube schon, oder? Oder müssen wir noch ein bisschen... Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen... Ich muss noch eins. Ja. Sonst wird es ein bisschen zu fett. Also komm. So. Hauptsache ist, dass einfach alles hier oben schön gecovert ist. Oh! So. Komm, gang doch einfach jetzt hier dran her. So. Wie weit aber das schlussendlich kommt, ist ja noch so egal. So. Also. Jetzt ist das so. Und dann möchten wir gerne das da drauf kleben. Und zwar irgendwie so. So, ich glaube so ist gut. Also, und weil das da nachher ein Täschchen gibt, werden wir hier so ein Ding ausgestanzt haben. Und ich habe immer noch kein so ein grösseres Teil wie das. Darum machen wir es jetzt halt einfach mit dem kleinen. Schon ein bisschen mickrig, he? Aber das macht nichts. Da. Und dann werden wir das gerne noch ein bisschen inken. Ich nehme jetzt so das Grün. Ich finde, das passt so wunderbar zu diesen Blumenblättchen und auch zu dem Grau-Grün oder was das auch immer ist. So, gehen wir da einfach einmal schön rundherum. So. Oh ja. Sehr hübsch. Also, und ich mache das ungefähr da. Ungefähr da. So, dass auch sicher nicht das Weiss vorkommt. So. Und
dann leime ich jetzt das drauf. Stimmt das? Ich glaube schon. Ich glaube, ich leime das jetzt einfach wieder drauf. So. Links und rechts ein bisschen Leim. Und einfach da drauf. Oh. Nicht, dass es verschiebt. Und schön gerade, bitte, sehr gern. So. Und dann, wenn das mehr oder weniger hebt, kehren wir es um. Und dann wird das aufgefaltet. So. Gerade schön da, wo wir sind. Und jetzt hätte ich da auch noch gerne die Mitte gehabt, eigentlich. Kann ich das jetzt noch machen, ohne dass das völlig alles verkrügelt. So. Ja. Man sieht noch gerade knapp da. Den mal ein bisschen leeren. Ich komme schon. So. Nein. So. Da machen wir auch noch ein bisschen grün. Schwuppdiwupp. So. Dann, wie gesagt, kommt das rauf und auch gerade links und rechts ein bisschen anleimen. So. So, voilà. Jetzt haben wir hier ein Täschchen und hier haben wir ein Täschchen und jetzt machen wir doch hier einfach den Deckel zu. Falten wir das ab. Da falten wir jetzt nicht ganz am Rand, sondern ein bisschen weiter oben, damit das auch wirklich dann gut auf und zu geht. So. Ein wunderhübsches Kuvert mit einem kleinen Täschchen hinten dran. Jetzt können wir auch noch die Ecke runden. Oh, ich hoffe, das geht mit dem Stofftape. Oh ja. Alles prima. Funktioniert. Wunderbar. Dann inken wir auch hier das Rändchen auch noch. So, da haben wir schon. Dann tun wir da unten an. Und auf dieser Seite. Da. Komm. Und natürlich aussen durch noch. Oh, ich finde das so hübsch mit dem Grün. Hey. Das passt so gut. Oh, jetzt weiss ich nicht, ob ihr das gehört habt. Mein Hündchen braucht noch ein bisschen Wasser. Ja, ich komme. Moment. So, da bin ich wieder. Wir haben darum so Knöpfe, wo der Hund draufdrücken kann, wenn er irgendwie etwas will. Zum Beispiel eben Wasser. Wenn es kein Wasser mehr im Napf inne hat, dann kann sie dort draufdrücken und dann sagt der Knopf Wasser. Ich kann dort so drauf schwätzen. Und jetzt hat es eben gerade aus der Küche rausgetönt Wasser. Und jetzt habe ich schnell mein Hündchen Wasser nachfüllen. Das wäre doch schön, wenn das Zimmerpflanzen auch könnten. Oh, das wäre ja lustig. So,
Also, Moment. Oh, da haben wir jetzt ein bisschen viel. Das macht nichts. Soll ich jetzt so innen auch noch? Genau, das habe ich jetzt eben gerade gedacht, dass das passiert. Dass das da ein bisschen abgeht, wenn ich das auf die falsche Seite falte. Aber das macht man ja normalerweise dann nicht. Aber sicherheitshalber können wir doch dem noch ein bisschen Leim geben. Der hat sowieso nicht so wahnsinnig gut da, das Tape. Das haben wir schon gemerkt in einem meiner allerersten Videos, wo ich ein Cover gemacht habe, wo ich das Tape genommen habe, also das Breitere davon für die Rückseite, den Buchrücken. Also, und das hat dort dann auch nicht wirklich gut gehabt, das hat man auch müssen noch ein bisschen nachleimen. So, also, jetzt brauche ich aber auch noch ein bisschen mehr Grün irgendwie. So. Ja, genau. So, hey, das ist super herzig. Jetzt irgendwie brauchen wir aber noch ein bisschen Deko, oder? Mal schauen, vielleicht findet sich da irgendeine geeignete Deko. Vielleicht irgendeines von diesen Doilies. Zum Beispiel, da haben wir irgend so ein gräuliches. Oh, oder mit dem Öhrli wäre doch noch herzig. So, so. Oh ja. Ich tue jetzt das mal inken und dann draufkleben. Und das inken wir aber jetzt braun. Oh. Habt das gar nicht mehr gut da drauf. So, ist doch das hübsch, hä? Das gefällt mir. Oh, und das Projekt ist so schnell gemacht und es ist so herzig und so einfach. So als kleines Mitbringsel, als kleines Geburtstagskärtchen, als Kärtchen in einem Blumenstrauß. Oh, weißt du, wie herzig. Und natürlich, selbstverständlich, in unserem Journal in. Aber ich finde eben sowieso auch das Journal kann so gut einfach Aufbewahrungsort sein für genau solche Kärtchen und andere Dingerli, irgendwelche Kuvertli, wo man dann einfach, wenn man mal eins braucht, kann man dort einfach eins rausnehmen. Und dann kann man immer wieder eins rein tun. Also das Journal kann ganz gut ein Aufbewahrungsteil sein, eigentlich. Solig. Voilà. Oh ja, schau mal. Aber das finde ich jetzt natürlich extrem hübsch. Sehr herzig. Jetzt wollen wir noch schauen, was wir vorne drauf machen. Vorne möchte ich eigentlich lieber da etwas haben. Oh nein. Hm? Ja, und dann muss ich aufhören zu studieren, das einfach schnell wieder fortschieben. Und dann würde ich das noch ganz ein kleines bisschen probieren zu inken.
Aber wahrscheinlich kommt es nicht gut. Ich glaube, ich mache gescheiter nichts mehr. Sonst ist nachher alles verschmiert. Ja, das funktioniert nicht so gut. He? So, aber ich glaube, das sieht doch wahnsinnig herzig aus. He? Jetzt müssen wir auch nochmal probieren, irgendwie so Leim drauf zu tun. Da nicht und da nicht. Schon wieder vergessen. Also da können wir. Da. Da, das Schwänzchen müssen wir separat anleimen. So. Oh, es klebt überall. Überall klebt es. So, da kommt ein bisschen drüber raus. Das macht nichts. Und natürlich nicht das Schwänzchen, sondern da einfach der Körper. He? Aber ihr wisst, was ich meine. So. Das ist aber ganz fein. Das ist ganz fein und irgendwie glaube ich, dass da gleich noch irgendetwas fehlt. Und zwar ein bisschen Bling Bling. Wie wäre es, wenn wir der einfach da so einen mega krassen Glitzerstein draufkleben? Der Libelle. So. Oh ja. So, jetzt. Oh ja, jetzt ist es fertig. He? Oh, mega hübsch. So und so. Da können wir etwas reinstecken. Und da können wir etwas drin versorgen. Super! Hey, mir gefällt es mega gut. Wir können jetzt hier natürlich noch ein Löchchen machen und ein Öse und ein Bändchen drum binden. Aber ich glaube, das bleibt jetzt gerade so. Und dann werde ich das gerne hier ins Journal rein. Ich glaube, wir könnten das klippen mit einer Büroklammer, die wir hier noch haben. Irgendwo. Da, schau mal. Jetzt ist da das Ameise. Bei der Libelle. Oder das Ameise. Das Wespe oder was. Ist das gut so? Schnell schauen. Ganz. Ja, ich glaube, wir haben den richtigen Spot verwünscht. Da passt es doch super rein. Da ist es völlig, passt das gut zu dem anderen wilden Zeug. Und wenn so ein Wespe drauf ist, das macht jetzt mir gar nichts. Das dürfte jetzt auch eine Blume sein. Aber ist okay. Mir gefällt es. Ich finde, das passt total da rein. Und ich finde, es ist ein mega herziges, kleines Projekt, das auch schnell gemacht ist. Und ja, merci vielmals, Seven Plaza, fürs Zeigen. Und schön, dass ich das hier weitergeben durfte. Und vielleicht habt ihr ja auch gerade Lust, darauf loszubasteln. Dann macht doch das. Einfach machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!